Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich frag dich, ob wir Karten spielen. Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich versprich, ich sauf zu früh. Sie fixt diese Fliegenring mir auf. Und damit Hello, grüße Sie und herzlich willkommen zu einer neuen Servus. Folge von Unterm Stammtisch. Ich bin der Tom Ich bin der Kevin. und wir freuen uns euch wieder zum Sagen. Heute mal mit einem kleinen Schmankerl. Ja. Und zwar mit dem Dreamweiß-Bier, was der letzte Woche der Typ rausgebracht hat. Was? Ja, das war letzte Woche tatsächlich. Ja. Ich glaube 8. oder 9. oder so, oder? 9.. Diese Fliege, Alter, ich fick dich so einen Arsch. Wie wurscht, wie kleines Loch ist. Meine Fresse. Ja, Ja, genau. solange der Schniedel reinpasst, gell? Das soll keine Schwierigkeit darstellen. Kevin hat vor der Aufnahme gesagt, dass es nicht schafft, das Weißbier einzuschenken, und ich denke auch, dass ich es nicht schaffen werde, beziehungsweise dass er mir halt brutal gestehen wird, aber hey, Gucken wir mal. das kriegen wir schon irgendwie hin. Mal verzeiht's einmal was, wie geht's euch heute? Ach so, mich hören euch nicht, weil es im Podcast also aufhören wir jetzt. Mixt selber, oder? Der Nico hat gerade hinter der Kamera und hat seine Schüssel Müsli fressen mit der abgelaufenen Milch. Und ja, er findet das schön, hat er gesagt. So. Ich habe das Glas falsch genommen hier. Mei, mei. Dann stellen wir es mal dahinter, weil ich möchte es da. Und ich mache noch Platz für deine. Und ich fand das noch cool, wenn die da hinten stehen. Das finde ich irgendwie schön. zu fix. Boah, der gute Hefe. So, okay, möchtest du noch mal was dazu sagen? Warte, oh, scheiße. Ach Mann. Scheiße. Komm, das letzte Schluck krieg das. Gut, dass wir uns das jetzt haben. Mei. Komm, das schaffen wir. Nico, hast du vielleicht ein Tüchlein für mich? Weißt du, dass du gerade so schön hockst? Der Lappen ist unterwegs. Lappen ist unterwegs für Lappen. Ja, Der Wahnsinn. Ja, nicht schlecht, Thomas. danke. Normalerweise performe ich richtig schlecht unter Stress. Mei. Ja, dann. Aber das scheint ganz schön. Prüsterchen. das Ist ja ein Glas ist Weißbier. Das ist jetzt schlecht. Na, ist gut. Das ist, ne? Prüsterchen. Boah, die ist sehr gut. Ich kann's gleich. Na, das ist Ich richtig find's, gut. die find's Die ist richtig sehr geschmackig. Ja, Sehr süffig. ist Sehr. geil. Ja, ich bin ultra schlecht im Bier bewerten. Das muss man dazu sagen. Warum bin ich jetzt? Nein, ich bin nicht. Ach so, ich habe einfach nur leise geredet. Okay. Hey, du Opfer. Ja, du Opfer. Warum ich Opfer? Ja, warum nicht du Opfer? Selber du Opfer. Okay, Na, das gibt eine Revanche. wie gesagt, wir trinken halt das Dreamweißbier, das Ja. er in Kooperation mit dem Kaufland bzw. in Kooperation mit der Schneiderweiße rausgebracht hat. Und haben leider keine Glasel dazu gekriegt, Ja, weil wir nicht zum Influencer-Kreis kehren, den der Dream pflegt. Schön, ja, schön. danke. Weil wir für den Typen so relevant sind, wie ein Sackreis, der in China umfällt. Ich glaube noch unrelevant. Ja, So ein Reiskorn, das Umfeld oder so. ja, das stimmt. In ja. dem Sack. Ja. Ja, Na, aber gutes Bier. Hat einen guten Geschmack, der nicht Mann. schlecht. Muss man ihm lassen. Das stimmt. Mein Kevin, Ja, was hat denn die letzte Woche so aufgeregt? Agentur für Arbeit. Agentur für Arbeit? Ja, Erzähl mir mehr. ich bin arbeitslos. Ein arbeitsloser Mexikaner. Ja, Also, Ja, mein Esel springt nicht mehr an, weißt. verloren. Das- mein Esel springt nicht mehr an, deswegen konnte ich meine Arbeit nicht mehr fortführen. Mann, Ja. was geht jetzt die ganze Zeit Nachrichten da? Der ist der Nico. Ja, wieder. Er gibt immer noch sein Bestes. Ja, er schenkt gerade zum 10. Mal sein Weißbier. Das Gleiche. Das ist jetzt Verkirchner. Das ist schon echt hart. Ja, So, der steht aber unten Das in seinem geht Keller. trotzdem. Der steht aber unten in seinem Keller mit seinen 5 Bixen Hopfweißbier, schenkt die ein wie ein Gott. Jetzt kriegt er mal ein anderes Weißbier und schenkt die ein wie das erste Mal. ja. Das ist beeindruckend. Richtige Lappen. Ja. Tut mir fast leid für die Familie. Ja. Dein Esel ist nicht mehr angesprungen. Ja, genau. Deswegen musste ich mich arbeitslos melden, weil der Esel eben nicht mehr anspringt.
Ja. Und dann habe ich da angerufen, an dem Tag, wo der Esel halt nicht mehr angesprungen ist. Ja. Und da musste ich so eine gewisse Frist einhalten. Habe ich gemacht, habe mich arbeitssuchend gleich gemeldet, also eselsuchend quasi. Fuck, jetzt musste ich lachen. Ja. Nee. Und Finde ich geil. eselsuchend. Ja. Junge Ja, find Hüb ich toll. versucht Esel mit langem Ding-Dong. Ja. Kurze Zündschnur oder so, wie man das, lange Zündschnur, was auch immer. Für Videodreh. Ja. Gerne fortfahren. Und dann habe ich da eben mit der Eseltante da telefoniert, die vermittelt. Ja. Die mit den langen Ding-Dongs. Nee. Und dann hat sie mir erzählt, ja, dass ich noch bis zum 1.8. quasi Zeit habe, da mein Esel zu suchen. Und da ist Ja. jetzt nichts passiert und alles. Okay. Rausgestellt hat sich dann halt eben Eselknappheit. unter anderem, Okay. und ich hätte mich am 24. schon Ah. richtig eselslos melden sollen. Ja, okay. Ja. Ich verstehe. Ja. Ja. Haben wir da aber alles geklärt. Ja. Ist jetzt so eingetragen, dass da keine Lücken drin sind, dass Ja. ich nicht eine Eselsperre bekomme. Und dann halt auch für den Monat überbrückt werde mit Ersatzeseln. Okay. Ja, Ich finde das in Form von Geld. der Satzesel in Form von Geld. Ja. Ja, na, finde ich wunderschön umschrieben. Danke. Ach Gott. Oh, komm, da gehen wir jetzt ran zusammen. Ja. Sag mal das mal. Hallo Michel, wir sind gerade im Podcast. Wir nehmen gerade auf. Ja, du bist auf zu hören. Lautsprecher. Yeah. Alright. Was ist los? Ja, wollte fragen, was ihr macht, aber Ich glaube, wir haben dir die Frage beantwortet. ja. Ja, dann noch immer wieder weiter. Sag was Lustiges für die Leute im Podcast. Echt so. Danke fürs Gespräch. So lustig Danke fürs gleich. Okay, was? Bis dann. Wow. Tschö. Ladies and Gentlemen, das war der Weißbierbilly. Und der Nico kriegt sich gerade schon wieder nicht mehr. Aber diese Pause, Sag was Lustiges. die war schon esellos. Ja. Ja, jetzt beruhig dich. Das wird wieder rot in den Tomaten. Das habe ich schon irgendwie vermisst, Ja. gell? Ja, wir brauchen es. Wir holen uns jetzt dann einmal ein gescheites Studio, Ein gescheiten Esel. eine gescheite Eckbank. Nur ein Und Esel. dann dieses Gnaz, haben wir uns ein gescheites Studio und dann kriegt der Nico seine eigene Kamera. Ja. Ich weiß, das sagen wir jetzt schon länger, aber der Nico, der braucht jetzt wirklich. Wie Einfach heißt so ein denn Studio, nochmal, wo Thomas? Annabelle und Nico hinten so ein Mikrofon kriegen und dann in so gewisse Situationen einfach einschreiten können und dann halt auch sagen können, da hört auf so viel Scheiße zum Laden. Echt so. Ich muss das mal ganz kurz googeln, aber ich glaube, wenn wir beide normale Esel haben, Ja. ich wäre sehr dafür, dass wir Nico so einen kleinwüchsigen Esel, da gibt es eine extra Rasse dafür. Die heißen anscheinend richtig bescheuert. GT Esel RS. Mit extra Auspuff. mit Downpipe. mit Pferdepaket. Mit Downpipe. Ja, Pferdepaket ist lustig, weil, weißt du? Ja, hab ich schon, aber ich finde Downpipe Ja, auch Downpipe witzig. ist so lustig. Ja. Er scheißt dann nicht mehr durch den Darm, sondern eine direkte Verbindung zum Arschloch. Direkteinspritzung. Ja. Stell mir raus, wie das rausflankt hat, wenn er da Druck drauf kriegt. Gott im Himmel. Na schau, das wäre Nein, wir machen nicht weiter. Das ist ein sehr interessantes der Thema. jetzt. Zwergesel heißt der. Oh ja. Und die schauen so aus. Oh ja. Ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich eher die Annabelle da drauf sehen darf, auf den Kleiner. Ja. Auf dem da. Ja, jetzt nicht auf dem, aber auf dem braunen da. Ja, das stimmt. Ja. Da nochmal vielleicht, sieht man's. Wahrscheinlich nicht. Annabelle, das war der Esel. Ja. Und Nikos, Nico gibt's ist einen aber richtig so richtig, abgefuckten. richtig hässlich. Gibt's einen abgewichster. roten? Gib mir mal ein Halbter oder Esel. Ja, der ist ein bisschen schmal, das passt ja. Mal schau mal das kleine Zipfel oben. Hilfe. Na, Ah. das ist schon witzig. Nein, der ist ja fast so Gibt's süß. so ey. Esel-Ziegen-Mischlinge? Weil dann war der Nico das. Also,
Ich will nichts sagen, aber so hast du bei mir in der Dusche ausgehört, dass schaut du der schon Nico nicht auch immer. umgebracht hast. Ja, der ist gut. Nico, der Punkt geht an dich. Ja. Ach Gott. Na, können wir die Liste Ach so. Nee, tatsächlich nicht. Ah, ist schlecht dann. Aber hier bitte. Ja. Thomas, was hat die so aufgeregt? Danke, dass du fragst, Kevin. Mir hat brutal aufgeregt. Was hat dich denn aufgeregt, Thomas? Danke. Sehr Bitte. nett. Sehr nett, dass du fragst. Ich war vorher am Kaufland. Ja. Und dann habe ich natürlich geschaut, ob ich das Streamweißbier hier irgendwo herkriege, weil sagen ja alle, es ist gut. Sollen wir probieren? Sollen wir auf jeden Fall ausprobieren. Sauteuer, die Scheiße. Echt? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. 5er für Sixpack. Also Das geht voll. Ja. Und dann gehe ich an die Info, frage halt nach, weil in der Getränkeabteilung habe ich es nicht gefunden und so. Frage halt danach und der so, ja, Dream, finde ich nicht, haben wir nicht. Und dann sage ich, ja, sicher nicht. Er so, ja, buchstabier mal bitte, ja, T-R-I-A-M. Und dann gibt das ein, dann sagt das mal so. Und dann sage ich, schreibt man mit M, nicht mit N. Nimmt das zurück, schreibt eine Nummer mit N, sagt mir Nummer, haben wir nichts. Sag ich, man schreibt mit M, wie Martha. Dann hat er es gehabt, dann sind auf einmal ein Haufen Ergebnisse gekommen. Und dann sagt er, scrollt er so durch die Ergebnisse. Ja, Schneiderweise, Weißbier, oder? Sag ich, ja, haben wir nicht. Wie hat sie nicht das doch alles, Digga? Dann rufe ich den Kevin und sage, ja, ist scheiße, gell? Das ist nichts. Das geht überhaupt nichts. Und dann gehe ich so vor in diese scheiß Abteilung, wo es halt manchmal diese billigen Geräte und sowas haben und diese Gartenprodukte und so ein Scheiß. Dann gehe ich hinter, dann steht da Paletten am Boden, ganz versteckt, und dann steht da das Streamweißbier und dann sehe ich die Kaufland-Mitarbeiterin hinter mir herlaufen und schreit so, heute. Dann sehe ich das Bier und sie so, ja, sie ist schon gefunden. Top. Ja. Der Wahnsinn. Gleich jetzt 2 Sixpacks einbackelt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bereue es nicht. Ja, also Aber super. Ja, Jetzt wird das irgendwie ein bisschen schlechter vorgestellt. ja, ich hab irgendwie gemeint, hab's dass jetzt das auch ein bisschen nicht so- bitterer ist. Ja, Und das ist voll. irgendwie gar nicht. Das ist schön herb. Das ist top. Richtig gutes Weißbier. Ja, die Regie probiert auch gerade. Was sagt die Regie dazu? Regie mag kein Weißbier, glaube Ich trinke eigentlich ja gar kein Bier, aber das ist eigentlich echt nicht schlecht. ich. Hey. Hey. Das Garmische. Vom ersten Geschmack her. So ein bisschen. Also, Garmischer Weißbier dann, oder? Das ist normale Bier. Okay. Okay, crazy. Lassen wir mal so stehen. Ja. Nico, wie findest du eigentlich? Ich finde es gut. Also ich mag es tatsächlich lieber immer noch, aber Primas. Ja. Und für die Leute, die uns nur vom Podcast kennen, hey, wir sind Tomja und wir machen eine Musi. Was euch das bringt? Erstens, ihr tabackt mindestens 4 halbe Meere. Zweitens, ihr könnt mindestens eine Schachtel Kippen mehr rauchen. Und drittens, eure Freunde werden euch sehr viel cooler finden. Also, geht's auf Spotify und hört euch unser Mucke an. Ist nämlich so geil. Schneiderweise, wenn es uns auch sponsern möchte, sind wir dabei. Absolut. Ja. Na, ich finde das ein sehr stabiles Bier, um die Regie von hinten nochmal zu zitieren. Sie trinkt eigentlich kein Bier nicht, aber dafür ist das Bier echt gut. Um an Nico zu zitieren, ist okay. Ich mag Hopf lieber und ich bin ein ziemlich hässlicher Wichser. Der immer Seine rot Worte, wird. nicht meine. Absolut. Also Da kann man nichts machen. Was soll ich sagen? Echt so. Also ich versuche auch bloß, Der kleine ich Eselficker. versuche bloß auch, es wiederzugeben. Ja, ich sehe schon, dass hinter der Kamera Annabelle die Kamera jetzt neuerdings mit ihrem Leben verteidigt. Das finde ich Ja. sehr wertzuschätzen. Ja, absolut. Ja, hast du seinen kleinen schmierigen Finger da? Siehst du? Jetzt passt aber auf. Da gab es schon wieder Stress. Ja, okay. Nico, wenn du jetzt weiter Stress machst, dann wirst du im Podcast nicht mehr eingeladen. Ja. Dann gehst du in die Ecke. Ja, dann gehst du in die Ecke. Weil du darfst dann nicht mehr neben der Annabelle sitzen. Nein. Ja, du darfst einfach nur nicht mehr neben der Annabelle sitzen. Du sitzt da hinten im Eck, wo man den jetzt sieht. Und wo sich keiner mit dir unterhalten kann. Richtig. Und dann Kriegst noch den Hut der Schande. ja, und dann zählst du die Körner an der Wand. Und dann wirst du noch von dem Esel gefickt. Ja. Oder halt vom Kevin in einer I-Pano. Ich bin der Esel. Aber wie klingt der mexikanische Esel? Das war viel zu schnell. Ich habe irgendwie gehofft, dass er so. Irgendwie hab ich sowas gehofft, aber. Gott. Ah, Das ist schon wieder witzig, ja. nimm meinen krüppeligen Schwanz. Ja. Dafür kann niemand was. Ja, ist so. Ja. Ja, dann habe ich Streamwise gekauft und alles war wieder gut und wir sind alle glücklich. Ja. Genau. Was ist denn letzte Woche passiert?
Du, ihr wart zum Seefest, ich habe gearbeitet am Seefest. Ja, ich habe so viel nicht mitbekommen, ich war ja am Arbeiten, Ja. deswegen würde ich das Wort an Sie übergeben. Hey, Ja, das wie? Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass wir zum Kevin geschaut haben Ja, und dann den Rest des Abends beim Kevin verbracht haben. fast. Ja, Das hat fast. mal kurz Wir abgedüselt. sind einmal abdüselt, weil wir Geld Ja. gebracht haben und dann sind wir essen gegangen. Ja. Und dann habt ihr ein bisschen was Wurstsalat- Schwieriges zum Runterschmieren bekommen So ein von mir. Wurstsalat für 8 Euro, da kannst du nicht Nein sagen. Vor allem am Tegernsee. Ja. Ja, dann haben wir da beim Essen geguckt, dann sind wir zurück zum Kevin und der Kevin hat wieder die Legende, die er ist. Natürlich. Bier in der Hand. Da 2 Bier in der Hand. Ja. Läuft hinterher, sagt, Jungs, hockt euch an den Bitchy. Strand, hockt euch an die Küste, vom Tegernsee, gell? Ich hab hier 3 Liegen für euch reserviert. Schaut's her, richt uns die hier mit Pflanzen, Kevin gibt jedem von uns nochmal so eine Kopfmassage und dann verpisst er sie wieder. Halbe Stunde später kommt er wieder zurück zum Feuerwerk, schaut das mit uns an Oh Mann, und ich denke mir einfach nur so, fucking Legende. ja. Kaiserschmarrn habt ihr auch noch bekommen. Ja, Den verbrannten stimmt. Teil ein bisschen, aber Ja. es ging. Aber also ohne Scheiß, Ja. der Kaiserschmarrn, Ja. also wir haben ja ein bisschen weniger gekriegt, klar, also keine normale Portion Ja, ich war gewesen. noch bewusst Aber die da. Portionen, die ich gesehen habe, für 8,50 ist schon ein bisschen ausgeschammt, finde ich. Glaubst Finde ich. Das war brutal viel. Schon? Die meisten haben es gar nicht geschafft. Okay. Aber 8,50 fand ich trotzdem irgendwie. Ja, mei. Ja, wir haben ja den zusammengefressen zu dritt, das war ja geisterkrank. Ja, voll, also so an sich Kaiserschmarrn für eine Person. Ja. Und das sind die größeren Einwegschüsseln, Ja. Behälter, was auch immer. Und da kommt ja wirklich so 2 richtig dicke Stöpflöffel da drauf. Ja. Also nicht so Kellen, sondern Löffel. Und dann halt noch Apfelmus dazu. Und Schöpfe. Ja. Die Juve. Also Ja. ist in Er Ordnung. und der Engler haben sie darum gebettelt, wie so 2 Bären und einen Lachs. Das war echt beeindruckend. Das verstehe ich. Ja. Ja, und dann haben wir Feuerwerk angeschaut, war schön. Ja. Ich gut. fand tatsächlich dieses Mal, Schlecht. ja, das war Scheiß. nicht auf die Musik abgestimmt. Das war echt ein bisschen aber traurig. Ich habe Snaps gesehen, weil Ja. da vorne war anscheinend Filmmusik. Echt? Bei uns ist eine andere Musik gelaufen und ich verstehe Krass. nicht. Bei uns ist so Techno-Pop gelaufen, so ein komischer Shit. Ganz komisch. Und das Feuerwerk war halt überhaupt nicht zeitgleich damit, Also was ja so eigentlich... kleine Parts vielleicht, aber das Ja. war's. Und bei da vorne ist anscheinend wie immer Filmmusik gelaufen. Das heißt, das nächste Mal hocke ich mich da nicht an den Stand. Also so toll die Liegen sind oder so, aber ich bin viel zu groß. Also ich meistens Ja, schaue ich mir das normalerweise ist ja immer gleich. Ja, normalerweise schaue ich mir das Feuerwerk auch wegen der Filmmusik, weil ich da halt einfach ein scheiß Nerd bin dafür und das liebe. Und dann mache ich so das nächste Mal nicht, Ja, weil wenn da jetzt eine andere Musik läuft, das mag ich nicht. Ja, verstehe. So sehr ich das Aber Bier ich fand es von auch dir sehr traurig. das Muss man mal Feuerwerk. gesehen haben. Ja, muss absolut. man mal gesehen haben. Na, und dann sind wir auf jeden Fall, haben sich unsere Wege getrennt wieder. Ja. Der Engler ist mit seiner alten heim. Ja, der Engler ist mit seiner Freundin heim. Und ich bin dann mit meiner Freundin heim. Mit Nico. Mit dem Girlfriend der Gruppe. Darf ich das verzeihen, wo wir auf dem Klo waren? Der will schon verzeihen. Ja, der Nico hat unbedingt ist nicht gespannt. Nico hat unbedingt noch scheißen müssen, gell? Und der hat Scheißen vor oder der- pissen? Was jetzt? Scheißen, Okay. richtig scheißen. So richtig dick einmal. Gib Ich ihm. komme gleich zu dem Punkt. Auf jeden Fall, wir waren dann, was ist bei der Rettungswache? Wir waren bei der Rettungswache dann und nein, ja, aber der da, deswegen kann Ja. Schlüssel gehabt und sowas, und nein, dann war ich noch schnell pissen, gell. Und dann ist er aufs Klo gegangen, hat gesagt, ja, das dauert nicht lang, ich hab's gleich. Auf einmal, hey, der Bomben einschlagen. Und es hat nicht aufgehört, das war wirklich so boom, boom, boom. Und dann nur so ganz leise filigran, weil er jetzt gemerkt hat, oh, vielleicht hört das der Thomas, war er dann so, Schön. das mit dem Hall. Ja. So, War von dieser super. Gerätehalle, wo ja nichts drin ist. Ja. Brutal. Und ich habe mir so das Lachen zurückhalten müssen. Und ich dachte, Weißt der du, Typ woran mich ist das das jetzt erinnert? wahrscheinlich eh schon unangenehm. Daran. Es gibt ja auf Insta oder TikTok, ist ja wurscht, ist so ein Reel, wo so ein Typ in die Schultoilette reingeht und nachher so diese 3 Dinger da kommen Ja. und das richtig zusammenzuckt jedes Mal. Das erinnert mich genau daran. Ja, Irgendwie, es war ungefähr. Also es war wirklich, ich weiß nicht. Vor allem das Schöne war ja, das war ja Luft gemischt mit Kacke. Also es war so Luft, dann ein bisschen Kacke, dann dahinter war nur Luft und dann Kacke. Ja, die Luftstopper halt Ja, einfach. genau. weil- Er hat schön Luft rauslassen, dann hat die andere Luft die Kackewurst rausgebracht. Es hat so Boom, Platsch gemacht. Boom, Platsch. Richtig in die Dinge. Man hat Alter. gehört, Ja. dass der Kerl abartig zum Scheißen hat lassen. Dass er sich den Schiss jetzt richtig verdient hat. Quasi.
Der hätte schon fast einen Schulterklopfer gegeben, Mensch. Ja, nein, ich war schon kurz dabei und ich bin halt drin gestanden und gesagt, was ist jetzt mit mir Kind? Was ist jetzt mit mir Kind? Was sage ich denn da? Ja, sag, was bist bei mir? Die hat so gemacht, pum, pum, pum. Shots fired, Shots fired. Ja, wirklich, die Dinger, ich bin hier drin beim Mama gelaufen, wenn der Typ am Scheißen hat, der weiß ich gar nicht. Ja, dann sind wir heimgefahren. Nico und ich, wie immer, ein bisschen tiefgründige Gespräche geführt und die nicht näher eingehen möchte, weil der Nico und ich sind. Gehen zum Esel ficken. Na, Okay. aber es ging tatsächlich um den KI-Pornoplan, den ich gehabt habe. Ach so, für ja, die und ja. den Nico. Ja. Und der hat gesagt, er möchte der mit dem Latex-Mini-Rock sein. Ja. Okay, Ja. passt. Wo die behaarten Eier quasi Naja, drauf versteh's, hängen. ja. Passiert. Du nicht das so. Du weißt ganz genau, worüber wir geredet haben. Klar, ein bisschen besoffen war ich, aber ich kann mich an meine Dinge noch erinnern. Mini-Rock, das war der ganze Anzug. Ach so, er wollte einen Catsuit. Mm. Ja. Das macht's Aber natürlich er noch wollte den Catsuit mit die zwei Analplugs, die da drin sind, quasi. Ja. Damit er im Ski an den verstehe. Damm nicht rammt. Ja, dann legt er sich selber noch einen Katheter. Ja. Ja, und dann war's das schon. Ja. Der Rest der Woche war langweilig, bis auf Samstag. Ja, da war ich nicht dabei. Ja. Also dazu muss ich nur sagen, was? Ich mache einfach mal mit. Ja, das kannst du ja gerne machen. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass es eine Information ist, die ich teilen soll. Ich bin am Freitag bei der Annabelle geguckt und wir haben den ganzen Abend geratscht Ja. und haben Weinschorle getrunken vom, wie heißt's? Ja. Vom Rab. Ja. War eigentlich echt okay. Ich finde die echt nicht schlecht, Ja. gell? Ich habe aus der neuen Eiswürfelmaschine bei Eiswürfel gekriegt. Die ist waller gut. Ja. Die ist echt Gold wert. Ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Weinschorle hat schon geschoben. Das war ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, ich habe es gut überspielt. Ja, da, ich habe es gut überspielt. Alter, die hat echt richtig geschoben. Aber die habe ich mal innerhalb von 10 Minuten reingepresst. Das war ja krank. Ich bin da geguckt, Weinschorle. Ich habe tatsächlich noch ein Thema, was mir gerade eingefallen ist. Weil ich habe die Trauer eigentlich in mich hineingefressen. Wegen dem Esel. Nein, Ah, anderes Thema. okay. Wir haben vor kurzem einen Mähroboter. Wir hatten. Ja. Der hat sich gestern tatsächlich von uns verabschiedet, weil er sich selbst zerstört hat. Der war mit, da bleibt mir gleich die Stimme weg, schau. Der war mit Begrenzungskabel. Das heißt, du musst da den Rasen einmal mit so einem Kabel da irgendwie abzäunen quasi. Und dann erkennt er das Kabel und fährt eigentlich nicht drüber. Er ist drüber gefahren und hat sich quasi dann selbst ins Ausgeschossen. Ja, er hat es einmal, weißt du, geteilt. Und dann hatte ich mir nicht mehr genug, um das nochmal irgendwie abzudecken. Und das haben wir dann gestern sofort zurückgeschickt. Hab's nicht beerdigt. Na, Ah, okay. Ich wollte glaube ich Scheiß Scherz sagen, Arschloch. das kann ich jetzt nicht bringen. Ja, auf jeden Fall am Freitag bei unserer Regie da haben geguckt, ein bisschen Weinschorle vernichtet. Weil sonst ist man ja anscheinend beleidigt, wenn man so eine Geschichte nicht verzeiht. Ja. Weil über das, was wir geredet haben, kann ich nicht reden. Das geht einfach nicht. okay. Ja. Sehr viel über den KI-Porno mit dir, Nico. Ja. Na, Thema 2. Und damit das einzige Interessante, was passiert ist. Ich habe mich voll laufen lassen. Ich habe mich komplett vernichtet. Ich habe mich am Von der Samstag... Skala von 1 bis ich besitze das Universum. Ich würde sagen, ich würde die Skala neu einrichten, und zwar von 1 bis Kevin mit Schnauzbart auf meiner Couch, der in den Bierpongbecher reinkotzt. Ohrstufen drunter, aber ich habe nicht gekotzt. Okay, Ja. ich verstehe. Also ich war maximal besoffen. Es war geisterkrank. Aber quasi der Bierpongbecher hat dich schon angelächelt. Ja, klar. So, okay, klar, natürlich. okay, Ja. gut. Ja, Nur fürs Verständnis, weißt du, wir, was haben, sonst. wir haben dann zum Einschlafen Bob Ross angeschaut, das war geil. wild. Aber auf jeden Fall, wir waren am Waldfest in Greit. Der Kid Rap, der MJ, der Herberflow, Jo. der Rabel Ja. und ich. Ja, Schick. Boysgruppen, der Engler ist danach gekommen. Nee, ist gleich, da war muss ich fast kotzen, ja. Ja, der Engler ist dann danach gekommen und dann sind wir alle da geguckt und haben Massen gesoffen. Es war saugeil. Auf einmal war die Wie Scheiße. viel hast denn du gesoffen? Also, wenn ich mich recht erinnere, habe ich mir 9 Chips gekauft. Ja. Ich habe nur einen Chip übrig. Das heißt, wenn ich niemandem was ausgegeben habe, was ich jetzt einmal vermute, weil ich bei Alkohol sehr brotneidig bin, Das ist richtig. habe ich 8 Maß gesoffen. Aber das war noch nicht alles. Bitte. Es ist jetzt
Ich schätze dir so ein, du hast schon auf dem Kevin 6 Druck, gell? Ja, das sag ich dir, was der Nico kann man eigentlich absagen jetzt. Ja, er kommt bloß einen soll wir gleichzeitig fokussieren. Aber Nico kann man eigentlich absagen. Na, Das macht einer wieder viel besser als er. ja und? Der Nico kostet uns nichts. Jetzt einer will auch nicht. Mix selber, oder? Du musst ja bloß deinen Körper manchmal hergeben. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von Boris Brands. Also wenn ihr ein Video, Kreativmarketing oder eine Webseiten braucht, dann klickt auf den Link in der Beschreibung und lasst ihnen eine nette Nachricht da. Und sagt liebe Grüße von Tom Ciao, gell? Ja? Nur weil ich das einmal gesagt habe. Vielen Dank geht raus an die Pries. Und jetzt, bevor ich euch ganz verliere, viel Spaß mit der Folge. Bei wem jetzt? Bei beiden? Das war ja das, falls du dich noch daran erinnerst, wo wir den Grill zusammengebaut haben. Mein Dann Grill? ist sie runtergekommen, weil du gerade aufgewacht Also, ja. bist, du was machen Ja. willst. Und dann ist sie runtergekommen und hat gesagt, er ist gerade aufgewacht, aber ich gehe jetzt hoch und ich gebe ihm meinem Körper, wenn es sein muss. Deswegen war das gerade sehr lustig. Dass wir Jetzt nicht verstehe mehr ich, aufsagen ja. konnten, quasi. Ja. Ja. Hilfe. Ja, auf jeden Fall, ich hab mir da so behindert gesoffen. Also, als wäre ich nicht schon behindert. Noch behindert her. Ja, und dann ging es halt also zu, war, Grevig da gekocht, hin und wieder mal im Bauch pisst. War geil. Dann haben wir irgendwann einmal geswitcht auf Schnaps. Dann hat es da die ganze Zeit Hirschsuch gegeben. Hirschsuch ist im Endeffekt Fanta mit Jäger. Ja, ist geil. Also mit dem, aber die hat es halt mit dem Jäger-Stamperl drin gegeben, quasi. Ja, wie so Megabomben halt. Ja, genau, wie Jägerbomb. Und dann hast du das halt gesoffen und die ersten 2 Schlücke schmecken richtig gut. Der erste nach Fanta, der zweite nach ein bisschen Mischerl Und dann geht's der richtig. dritte Schluck nur Jäger. Ja. Und ich habe jedes Mal fast gekotzt, das war so widerlich. Ich musste ja auf eins runterhauen. Weil da so viel mehr Maul passt, oder? Bin kein anderer mit da. Die musst du exen, die Dinger. Ja, ich hab's auch gext. Scheiß Scheiß Eselficker. Scheiß Eselficker. Wie trinkst denn du das? Machst du einfach oder was? Da kann ich's. Ja. Da kann ich Zunge auf Zeiten länger. Wenn der Schwanz von Thomas so stinkt, dann nicht. Arschloch. Wonder why. Ja. Nimmst dir auch nie die Nasenclips damit, wo sie. Ja, auf jeden Fall sind wir dann schön umgestiegen auf Schnaps, das war mega geil. Dann hat es noch ein paar Rüschel gegeben. Dann sind wir dort drin gewesen bis um halbe 2, kurz nach 1, halbe 2, sowas. Und dann sind wir hinter zum Minigolfclub, weißt du da? Ja. Und dann haben wir den noch gefragt, du, habt ihr vielleicht noch was zum Essen für uns? Weil wir möchten jetzt ungern mit leeren Magen ins Bett und sowas. Und dann sagt er, freilich, ich mache schnell was, ich hab noch Bratwurst und so. Macht uns jetzt einen Bratwurststeller. Dann kommt da ein Preis aus dem letzten Loch, gell, kommt zu dem hin, schaut auf unseren Teller, kommt zu dem und sagt, ey Chef, hast du auch noch so eine Mantaplatte für mich? Und der Typ hat dann wirklich gesagt, so, nein, nichts gibt's zum Fressen, schleicht. Hilfe. Das war so gut und wir sind da geguckt. Und wir sind da geguckt und haben uns bepisst verloren. Das glaube ich. Wir waren halt so dicht, das war so rabendicht. Haben wir gezahlt, einen stolzen Preis von 70 € für so scheiß Bratwurstplatten und 3 Aua. Bier. Aua. Ja, dann sind wir 4 gegangen und dann haben wir in einem Haus nur Licht gesehen. Und der Ketchup hat sich gedacht, das ist jetzt so lustig, wenn ich da jetzt reingehe. Geht selbstverständlich durch das Gartentür, geht in die Haustür rein, stellt sie rein und steht drin und sagt, ey, ist da eine Afterparty oder was sauft ihr da? Und das war halt auch so Preis und ich habe versucht, dem zu erklären, so, na, die gingen jetzt gleich alle ins Bett, sie haben bloß so versucht, was zum Kochen, deswegen lacht er so und Ding. Und der Mädel steht so drin, jetzt geht's bei euch Kaffee, oder was? Geil. Er hat versucht, die zu überreden. Also ich hab kurz gedacht, der macht Stress, gell. Und dann geht er halt wieder raus und dann sag ich zu mir, was ist los? Was willst du jetzt Stress machen? Dann sagt der Tom, der einzige Grund, warum es da jetzt keinen Stress geben hat, ist, weil ich mich dazu entschieden habe, dass kein Stress gibt. Und ich hab mich so bepisst. Diese glaub ich. Aussage von dem besoffenen Typen, der das so anschaut, die ganze Zeit. Verstehe ich nicht. Ja, und dann sag ich, meinst du das ernst? Er sagt, ja, ich kann schon zuschlagen, hast du mit 2 Meter Wackersperger dabei, der auch zuschlagen kann. Der wahrscheinlich aber erst 3 Meter über den Zaun geflogen wäre. Ja. Ja, na. Oder du das Gartentor gar nicht aufbekommst. Ja, rauschmäßig war ich auf jeden Fall schon so dabei, dass ich auf jeden Fall, wenn du hier so vor mir stehst, die so gemacht hättest. Gut, du hast quasi den dritten Kevin erwischt. Ja. Ja. Ich verstehe.
Ja. Wild. Ich waren von den 3 ADHS-Charaktere drauf. Ja. Dann haben wir schön im Hotel übernachtet und waren halt beim Spätel im Hotelzimmer. Das heißt, wir haben unser Doppelbett zu dritt geteilt. Quasi erotisch. Ja, und ich war mit Michi unter einer Decken, nachdem der Michi mir, bevor er ins Bett gegangen ist, gesagt hat, er braucht keine Decken. Er braucht, er braucht doch keine Decken, gell. Gab's ein bisschen Puppenkarte, oder? Er hat die ganze Nacht versucht, mit mir zum Kuscheln. Also er hat quasi den Nico gemacht. Und dann war seine Hand halt einmal auf mir drauf. Dann war seine andere Hand einmal auf mir drauf. Dann war sie in dir. Also ich bin links, also er ist in der Was? Bettritzen geflackt quasi. Und ich bin links von ihm gelegen. Ein Ritzenschlafer. Und dann hat er mal die ganze Zeit die Decken weggezogen. Dann habe ich es mal zurückgezogen, dann hat er sie kurz vor 5 oder so, hat er diese scheiß Decken genommen, hat sie drin eingeweigelt. Wie eine kleine Burrito. Ja, wie ein kleiner Burrito, hat sie drin eingeweigelt, dass ich ja nicht mehr dran komme. Ich habe so versucht wegzuziehen, dann gehe ich ins Bad. Und ich dachte, im Bad ist wenigstens warm, weil wir haben die ganze Tür offen gehabt, es war saukalt in dem Zimmer. Im Bad war es warm und dann habe ich überlegt, ja, so, was machst du jetzt, gell? War ja fast nur stockdunkel quasi. Dann haben wir 2 Handtücher aus dem Bad genommen, habe mich damit zugedeckt. Habe überhaupt nichts gebracht. Ich habe gefroren wie ein Stück Scheiße. Aber ich habe es tatsächlich nur geschafft, 1 Stunde zum Schlafen bis um 6:30. Und dann ist die Sonne aufgegangen und ich habe gedacht, so, jetzt reicht's. Habe mich wieder angezogen, habe mich hinaus auf den Balkon geguckt und habe da 3 Stunden auf diesem scheiß Balkon verbracht. Mein Handy war leer, ich habe kein Feuerzeug dabei gehabt, um Zigarillos oder so zu entzünden. Mein Vape war leer, es war scheiße. Aber unten ist ein Reisebus gestanden und ein Haufen alte Leute, die sich gestellt haben, in diesen Reisebus einzusteigen. Das heißt, ich habe ein bisschen Was zum Lachen gehabt. was zum Lachen gehabt. Ja. Und dann musst du dir vorstellen, da hockt der fetter, besoffener Typ am Balkon und schaut den hier unten zu und macht halt ab und zu mal so. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, War super. war toll. Und dann sind sie glaub ich. irgendwann um 10 vor 9 sind sie aufgewacht und sind wir gefahren. Und mit Sicherheit haben wir fahren dürfen. Haben wir das getestet. quasi. Natürlich. Ja. Und dann hat er mir an der Grenze rausgeschmissen, sind wir an der Grenze noch geguckt und haben noch Cola Zero gezischt. Und ich habe noch einen Snap geschickt mit Cola Zero kann nicht das fixen, was ich zerstört habe gestern. Genau. Schick. Das war mein Samstag auf Sonntag. War sehr lustig. Schaut, dass glaub ich. eigentlich keiner von meinen Spätzle außer der Engler dabei war. Ja, mei. Weil ich alle echt vermisst beim Arschloch. Saufen. Doch. Kevin habe ich gefragt. Ja. Und der Nico habe ich auch gefragt. Der hat gearbeitet. Der hat nicht gearbeitet. Der hat wieder ein Familienessen haben müssen. Steck dein Elvis, dein Hax 10 Minuten hier und dann ist er auch ausglaubt. Musst du mit einem Gassi gehen. Das Stellst du noch mal Schüssel war- hin und abpissen, scheißen, fertig ist. Musst du nicht mit dem Hund Gassi gehen, so notgeil wie der ist. Also schönster Hund, den ich jemals gesehen habe. Versteh mich bitte nicht falsch. Du bist Aber tot. Warum? Ich hab gesagt, schönster Hund. Ja. Süßester Hund ist der Henny. Ist er nicht schön? Wenn er beim Friseur war, schon. Das hast du am Freitag selber gesagt. Kann man da irgendwie so einen Hast du am schwarzen Freitag Screen selber machen? gesagt. Echt so? Wo ist er eigentlich halt? Wenn ich noch zu Chrissy fahren will, dann nehme ich nicht meinen kleinen Hund da mit. Das verstehe ich, ja. Das ist okay. Kevin möchte mir das Thema vorstellen für heute. Möchte nicht weiter über Hunde diskutieren, weil ich schneide mir anscheinend bei egal wem was ein. Das Thema heute Weil eigentlich der ist... schönste Hund mein Halt die gewesen. Fresse! Ja, schönste Hund war meiner. Ja, Er ist weg. Maschine ist weg. das stimmt. Ja. Voilà. Der erste Auftritt und was danach kam. Also wir haben selbst schon mal einen Podcast drüber gemacht, Ja. wie unser erster Auftritt war, aber nie mit irgendwie Thema. Unser erster Auftritt war damals 2024 im Mai. Wo war der? Penzberg? Ja. Ja. Ja, ich war gerade... beim sowas war es mal. Irgendwas. Tollwut Festival, gut. Tollwut. Ja. Ja. Okay. Ja, war schon richtig, okay. Oder was Tollwut? Na, Na. Tollwut heißt es nicht. Ja, na. Aber gut Hub Gut, war... war die Location. Ja. Ich glaube, es hat schon irgendwie toll Nee. mit U geschlossen oder sowas. Nee. Ja. Nee. Ja, keine Ahnung. Ja, gut, dass ich mir gerade über die lustig gemacht habe. Ja. Ja, finde ich Wurscht. schön. Ja. Ja. Wie war der Moment vor der Bühne? Was haben wir da gemacht? Und was haben andere Leute anders gemacht als wir? Also ich muss sagen, ich war ja derjenige, der Part der Gruppe, der an dem Tag wirklich durchgezogen hat mit dem Saufen, auch davor. Hey, ihr habt mitgemacht. Aber nicht voll. Doch. Du hast gesagt, Jedes zwei, Bier, was drei Bier
Und das war's dann vom Ja, nach dem Auftritt. dritten Und Bier dann, wird drauf geschissen. Falls du dich erinnerst. ich Wir haben ja zwei weiß Giesinger noch ganz genau, was ich vom Auftritt gesoffen habe. Ja, Und ja. da habt ihr nicht Schön, dass du mitgesoffen. die Location nicht mehr weißt, aber weißt du, was du Ja, gesagt natürlich, hast. das ist viel wichtiger. Ja. Da habe ich 6 oder 7 Bierchen gezischt vorm Auftritt. Und ich hab da mit dir mitgesoffen. Aber nicht bei jedem. Doch, Nee. doch. Der einzige, der nicht mitgesungen hat, war der Engler, weil er so nervös war. Ja, der hat 2 Bier gesoffen oder Ja. sowas. Ich hab aber mitgesungen mit dir. Aber du hast nicht alle. Doch. Nein. Ich hab vielleicht Wallerlein. eins weniger getrunken. Ja. Vielleicht eins. Ich glaube sogar 2. Lava doch, komm. Walla. Ich glaube, das Ich ruf ist sogar den ein Vlog. Veranstalter an. Ja, mach das. Mach das sofort. Der soll fragen, wie viel aus unserem Giesinger-Kasten weggegangen ist. Die wir extra mitgegangen haben, Das war haben, weil die so nur behindert. Scheißbier gehabt haben. Ha! Na, und Arschlöcher. dann hat er eben gesoffen, sind dann irgendwann dran gewesen, beziehungsweise ihr habt ja noch die Stimmen aufgewärmt. Süß. Unangenehm. Ja, Spaß. Das war schon sehr witzig. Man muss die Stimmen ölen. Und dann haben wir uns natürlich Wochen schon davor befasst, natürlich, wie es sich für eine gute Band gehört, zu proben und Ja, klar. unter anderem ein Bühnenbild und alles Mögliche irgendwie aufzutischen. Wie es sich für eine gute Band gehört und nicht am letzten Tag, bis ich Ich habe am Tag davor alles gemacht, was auf diesem scheiß Beamer gelaufen ist. Oder haben wir noch kurz geprobt, für Ja. eine halbe Stunde. Bevor wir das ist hingefahren sind, einmal durchgegangen. bevor wir hingefahren sind, haben wir sogar noch probt, falls Ja. du dich erinnerst. Und da ist doch nicht der Heller noch mal losgefahren, weil ich meine Gitarre vergessen habe. Ja. Stimmt. Und dann haben wir geprobt und wir haben bei der Probe auch dermaßen gesoffen. Das weiß ich auch noch. Da haben wir eine halbe Stunde geprobt und dann haben wir nur noch, also habt ihr nur noch Karaoke gemacht für 2-3 Stunden. Ja. Und dann sind wir ins Bett gegangen und dann hieß es ja, Jungs, erster Auftritt, auf geht's, fahren wir. So ungefähr. Also genauso wie es im Vlog ausschaut, quasi wir sind zu dritt im gleichen Bett aufgewacht. Ja, Ja. gefühlt. Mit Bierständer. Es war ganz wild. Na, und dann sind wir drüben angekommen, gesoffen eben, bla bla bla, Ja. sind auf die Bühne gekommen, mit normalen Klamotten eigentlich. Ja. Was war damals eigentlich noch unser Intro? War das schon Fick am Weißbierbilly? Nee, Bei den haben wir doch fast das letzte gespielt, oder? das war in der Mitte drinnen, weil da ist der Heller dann auf die Bühne gekommen. Mit dem Nein, Fick am das war Weißbierbilly Biermann. war schon das Intro. Biermann ist auf die Bühne gekommen, Weißbierbilly war schon das Intro, wie immer. Echt? Das war ja das mit dem War der da schon draußen? Nein, der war doch nicht draußen, aber wir haben den Beat fertig gehabt. Ah. Und das war das, ja. wo quasi Hände hoch, klatschen und so weiter. ja. Mit dem billigen Stimmt. KI-Intro, nicht so mit dem geilen, wenn wir es jetzt haben. Das stimmt. Das wir wieder wegschmeißen, wenn wir keinen Auftritt haben. Nee, passiert. Schön. Danke. Ja. Ne, und dann sind wir da eben performt, komplett Set, was da geht. Und Headset quasi, ja. Ja. Und dann gab es eine kurze Unterbrechung mit einem gewissen Biermann, der dann auf die Bühne gestürmt ist und dann mussten wir uns währenddessen umziehen. Ja. Ich hab's ein bisschen verkackt. Wir haben's aber alle verkackt. Ja, aber ich hab's quasi fast am meisten verkackt. Du hast ja den ganzen Song Zeit gehabt, die umzuziehen. Ja. Du hast bloß meine Und Gitarre nicht angemacht. Nee, ich bin rausgerannt, Ja. hab die Hose anziehen wollen, also die Latzhosen, und bin dann wieder zurückgerannt, weil ich vergessen habe, da auf Play zu drücken. Ja, aber Und dann war, wieder war das zurück. nicht, war das, ach so, ja, das auch. Aber Ja. du hast doch also bei dir war es ja gewesen, na, stimmt. Wir haben ja alle, aber Und das dann war ja habe ich brutal, das war ja, abgespielt und dann seid ihr nicht rechtzeitig auf die Bühne gekommen, weil irgendwas nicht gepasst hat und dann musste ich das irgendwie weil überbrücken. wir die Hosen nicht umgebracht haben. Wir haben die scheiß Hosen nicht. Wir haben so Latzhosen für Biermann gehabt, weil wir gesagt haben, das ist so lustig. Ja. Und dann geh ihn auf mit der Hosen. Ich hab's nicht zugebracht, ich hab's zugeknotet an der einen Seite. Der Engler hat die Hosen irgendwie auch gehabt. Das war komplett bescheuert. Mir ist die Hosen während dem Auftritt runtergerutscht. Aber ich hab meine normale Hosen drunter gehabt, das war ja dann gut. Aber während dem Auftritt, während am Springer hängt auf einmal die Hosen unten an den Knöchel, das hat dann schon ganz schön dumm ausgeschaut. War schon witzig, ja. Ja. Na, war schon geil. Dann haben wir einen zweiten Punkt auch schon, was ging schief. Das war auf jeden Fall die Hosenmoment Ja. und der Gitarrenmoment, Ja. weil irgendwas mit der Gitarre nicht hin kann. Aber jetzt zur dritten Frage, und zwar, was war bisher unser drittbester Auftritt? Und ich glaube, Unser drittbester Auftritt. Ich Dritte wollte grad Frage, sagen, also- unser bester Auftritt. Bis jetzt hat man nicht so viel. Wir Also, hatten schon mehr als 3. ich weiß, aber also erster ja. Auftritt würde ich sagen, Bester im bester Auftritt. Ja, Backstage, bitte sowas Kitchen. von. Ja, das war meine Das Nummer war 1 auf jeden Fall. legendär. Also die Butze war voll, alle hatten Stimmung, alle haben mitgemacht, was geht. Gibt auch noch sehr geile Videos davon. Ja,
Ja, genau, dass du so hinten gestanden bist, glaube ich. Da. Die Stimmen, die du da vorhin gehört hast, das war meine. Ja, das stimmt. Ja. Und das war- Ich habe immer so Crazy Bitch vorhin gehört, aber die war ganz weit weg und das war immer so. Ich habe gehört, Kevin, ich will ein Kind von dir. Hast du gerade die Kamera berührt, du Stück Scheiße, ha? Sag mal, dann Verwarnung. scheiß Achsen dann aus. Nico, das ist die zweite Abmahnung. Ja. Bei der ist so. dritten fliegst du immer noch nicht raus. Ja. Da bekommst du Wer ist weniger das? Urlaubstage. Du kriegst Und weniger Urlaubstage, du kriegst einen Kasten zum Draufhocken, aber du darfst Ja. nicht hochkant stehen, sondern du musst dir in die Ritze auf die Flaschen hocken und du musst da Und vorne das ist nur eine Flasche drin. Ja. Okay. Das Ja. Mhm. Und das nächste Mal, wenn du da was zum Essen bei mir nimmst, dann fragst. Ja, Burschi. Oder wenn du da was bei Mac bestellst. Weil es möchte ich absegnen. ich frage jedes Mal. Ja. Na, tust du nicht. Du bist einfach zu meinem Kühlschrank gegangen und hast es rausgenommen. Ja, warte, bei Mackie frage ich jedes Mal. Nein. Der Nikos. Die Milch ist abgelaufen, also die muss er weg. Ja, hast den Kerl wirklich. Ja, Warum haben wir uns den unglaublich? Ich weiß es nicht. Wenn Man er, lass ihn trotzdem einfach putzen oder so. ja, wenn er halt nicht so hübsch war. Weißt du? Ja. Ich glaube, ich muss Ich hab sterben. bloß Mitleid wegen dem Hausfall. Ja, das verstehe ich. Ich auch. Nico denkt ja nichts, wir fliegen zusammen in die Türkei. Ich glaube, wir werden das aus. Also ich würde sagen, auf Ja. jeden Fall bester Auftritt mit Abstand Backstage. Leider Absolut. war da der Afterparty halt nicht so gegeben, weil Ja, ist wir wurscht. arbeiten müssen, aber die nüchtern waren. Und dann, Aber ich sag mal, generell von den Leuten und wie es zusammengepasst, also da habe ich ja, zum Beispiel das allererste Mal keine einzigen Fehler irgendwie gehabt ja, vom Auflegen. stimmt, ja. Und Ja, ja, es war irgendwas einfach geile Stimmung und alles. Ja. Irgendwas war technisch, glaube ich, kurz falsch, weil du mal gesagt hast, dass die Videos vom nächsten Song Ach so, mal ja. kurz aus Ja. Versehen eingespielt waren. Genau. Aber sonst, also es hat ja keiner checkt, die sind ja alle Ja. dumm wie Scheiße. Nein, ich habe das tatsächlich da einmal vergessen auszumachen, weil ich habe ja den Fader da in der Mitte, wo ich die zwischen meinen 4 Decks da switchen kann. Ja, Und wenn ich den switche, dann überlappt sich das Video so quasi oder wechselt zu dem, was halt einfach gerade lauter ist. Und das habe ich verkackt. Blöd gesagt, ja. passiert die Besten. Ganz ehrlich, hat Ich keiner meine, von checkt. Übergängen mäßig her und Ja. starten, Ja, es war War's geil. top. Es war ein geiler Auftritt. Ja. Die beste Afterparty, die dann noch steht, war für mich kaum, voila. weil das war einfach so lustig. Das war sehr Das wild. war so hängen geblieben. Ja. Vor allem dieser eine Moment, wo ich glaube, da wird der Kevin für den Rest meines Lebens, wird er in diesem Buch bei den Personen, die ich liebe, stehen. Steht der einfach mit da mit zwei Orgasmus. Ja, An dem Moment, wo ich mir Ja. Orgasmus gewünscht habe. Ja. Und das war wirklich, das war, der heilige Siegen so ich quasi. dachte, wenn ich jetzt schwul war, das fuck. Hilfe! Ja, Entschuldigung, das war das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Ja. Also das werde ich bei der Vor allem mein Geburt von Grinsen meinen dazu. Kindern noch sagen. Das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe, wo der Kevin mir Orgasmus Vor allem gebracht mit dem Grinsen, wie ich es Ja. gebracht habe. Ja. Kosmos! Ja, das war großartig. Mhm. Ja. Ja, cool. Vor allem auch die Location, ich fand die mega geil. Ja, war cool. Wären wir noch am Ende So, sind wir dass noch der in der Bar Jakob die gesessen. ganze Zeit gesagt hat, ja, Carmen. Ja, Da bin ich richtig aufgeregt. wir sind ja noch ganz am Ende. Ja. 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 Waren dann noch ganz kurz an der Bar am Ende. Ja. Da haben wir noch einen Whisky gegönnt. Ich weiß nicht, ob du noch dabei warst oder schon fort warst. Mir war bis mir ins. Bis Nee, wir du in hast die noch Jena gegangen gefilmt. sind. Du hast noch gefilmt. Nein, kam nicht. Hast du ja nicht. Nein, Nee, kam war ich stimmt. komplett besoffen. Aber irgendwas war da. Also ich war da alleine mit dem Barkeeper eben. Ja, ich war halt ganz vorgestanden im Moshpit. Bin halt die ganze Ja. Zeit in den Moshpit reingelaufen. War geil. Moshpits sind toll. Ja, das war schon sehr wild. Besonders wenn Leute auf sich aufpassen, ist Ja. das toll. Ja, na, jetzt wisst ihr es. Ja. Kevin, bist du bereit für deine Was wäre wenn Frage? Bitte. Was wäre, wenn jeder Ton, den du je auf der Bühne spielst, heimlich deine Lebenszeit verbraucht? Ein Fehlton kostet dich einen Tag. Ein perfekter Ton schenkt dir einen. Spielst du danach vorsichtiger, wilder oder hörst du einfach komplett auf zu zählen? Wenn ich nur Instrumente live auf der Bühne spielen würde. Ja. Stell dir mal vor, du fängst jetzt wieder an, Saxophon zum Spielen. Okay. Was ich Das wäre sehr wo ich wild. ein sehr großer Supporter davon war. Aber nur wenn ich auf der Bühne stehe und live was mache. Also jeder richtige Ton, es passiert gar nichts. Ein Tag plus. Ein Tag plus. Ja. Ja, ich würde sowas von machen. Weil ich bin der unsterbliche Saxophonspieler. Okay. Ja, Ja, passt. ja. Schöne Frage, danke. Gut, bitte. Dilemma.
Das ist ein bisschen geschert. Ein Fan kommt nach dem Konzert zu dir und sagt unter Tränen, ein Tom Jones Song habe ihm das Leben gerettet. Und singt dir dann seine Version vor. Sie ist grauenhaft. Er fragt, ob ihr ihn live spielt. Sagst du die Wahrheit und nimmst ihn den Moment? Oder lügst du und trägst einen furchtbaren Song für immer in deinem Repertoire gewissen? Also er was ich möchte ihn auf der machen Bühne würde, mit dir performen quasi. wenn wir wirklich so bekannt sind, dass uns gewisse Leute einfach sowas irgendwie mitteilen oder sonst irgendwas, es hört sich verdammt kacke an, aber ich sag mal, in dem Sinn, was alle irgendwie haben, wenn sie groß sind, auch wenn sie sagen, sie sind klein jetzt gerade und die werden es niemals machen und schießen mich tot, wird es 1:1 so ablaufen, weil es dir einfach irgendwann am Arsch vorbeigeht, blöd gesagt. Also nicht am Arsch vorbei, es berührt dich schon, aber ich sag mal, man muss halt irgendwie das dann kompensieren können. Ich glaube, ich würde ganz ehrlich sagen, gut, du kannst jetzt die Hook mitsingen. Oder du kannst mit auf Bühne und mitsingen, so quasi, nimmst dir Aber ein gibt's Bierchen da und kein fertig Mikrofon? ist. Oder kannst von mir aus noch Backstage irgendwie reinkommen. Aber Ich werde sofort- kompletten Song irgendwie so zu machen, glaube ich, eher Ich werde jetzt unrealistisch. sofort sagen, du klingst schrecklich. Hättest die halt lieber mal. Ja. Gell? Aber jetzt dann Kim mit auf Bühne. Ja. Sauf ein Bier. Und eigentlich hab ein da, bisschen Gaudi. live. Ja. Na, ohne Scheiß, wenn da jemand zu mir kommt und da gerade eine grauenhafte Version von meinem Song singt, habe ich damit eigentlich kein Problem. Na, null. Weil im Endeffekt liegt die Entscheidung ja bei uns, ob wir demjenigen oder derjenigen ein Mic geben oder nicht. Ja, und wenn, ich sag mal, das ist ja immer witzig. Glück gesagt. Es ist ja wenn immer, wenn es ihm viel bedeutet, why not? Aber ich sag mal, einen kompletten Song. Ja, aber vor allem, Das ist immer. welcher scheiß Song sollte das Leben von jemandem retten? Stell dir mal vor, da kommt einer und sagt, Kein ich habe mein Leben gerettet. So, wie? Was ist der scheiß Problem? Ich habe ein Weißbibeli gefickt. Ja. Und der Michel flackt so in der Ecke. Und er dachte, er bekommt nie wieder einen Hoch. Ja, genau. Nächste Woche, beziehungsweise was passiert nächste Woche? Bei mir, ich bin mit Los Brutados unterwegs. Kevin muss arbeiten wahrscheinlich. Ja. So wen kennen. Ansonsten passiert bei uns leider nicht viel. Und Ja, das ich muss heißt- noch einen Esel suchen. Ja, muss ich. Das heißt, im Endeffekt war es das wieder für diese Folge. Ja. Von Unterm Stammtisch, ja? Ja, ich hab das klar gemacht, das ist okay. Ja. Das war's dann wieder für uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Unterm Stammtisch. Ich war der Tom. Ich bin immer noch der Ich Kevin. wünsche euch eine schöne Woche. Einen guten Rausch. Und wir sehen uns wieder nächste Woche um 15 Uhr am Jawohl. Mittwoch. Gell? Thomas, Kleinen was? weißt du, was ihr so erwartet? Was Werde ich jetzt gleich erwürgen, so lange bis du kotzt? Auch noch warte mal, dieses Blut nicht hier. Alter, ich glaube, es gefällt mir, wer ich einfach nur für die brennt. Alter, ich glaube, es gefällt mir, wer ich einfach nur für die brennt.